BCF ist von seinen Wurzeln ein Verein in einem Stadtteil von Wolfratshausen, in dem Stadtteil Farchet. Es ist ein immer noch kleiner Verein, auch wenn er 1300 Mitglieder hat. Es ist vieles sehr familiär und wir sind natürlich ein Verein, der auch begrenzte Möglichkeiten hat, finanziell begrenzte Möglichkeiten. Und darum sind wir stolz, dass wir das hier darstellen können, was wir schaffen. Jugendarbeit einmal und dann auch im Erwachsenenbereich sind wir doch gut vertreten, sogar bis zur Bayernliga. Und wir haben auch noch einige, die sich ja auf den Leib geschrieben haben, den Damenfußball zu fördern. Also auch viele Mädchen und Damen spielen Fußball beim BCF, auch schon auf einem sehr guten Niveau. Ja, wir halten zusammen, wir sind ein Team, ob jung, alt, mittel, alles mit dabei, sage ich mal. Und bei jeder Auswärtsfahrt ist super Stimmung, sage ich mal, im Bus, sind auch viele Fans mit dabei, also Ältere auch und ein paar Jüngere sogar ab und zu. Also ist richtig herzlich hier. Wie ist es dazu gekommen, dass der FC Bayern zum BCF kommt? Ja, Bayern kommt zum BCF, weil der Herr Stoiber ist ja unser Ehrenmitglied hier im Verein und gleichzeitig auch im Aufsichtsrat von Bayern München. Und deswegen hat er uns das möglich gemacht, Uli Hoeneß gesprochen und mit Rummenigge, dass er gerne möchte, dass FC Bayern zu seinem Heimatverein kommt. Ja, und für uns ist es natürlich eine sensationelle Geschichte. Der Verein wirtschaftet gut und hat sich gut entwickelt und ja gut, und dann hat der ehemalige Bürgermeister Forster hat mich dann ständig bearbeitet, Menschenskind, nochmal die Bayern, kannst du nicht einmal schauen, dass die Bayern mal hier eine Trainingseinheit oder mal ein Spiel machen, ist doch ganz nah an München. Ja gut, dann habe ich das zunächst einmal versucht, mit Uli Hoeneß immer wieder gesprochen darüber, langfristig geplant, aber ich habe dann gemerkt, dass ich da mit dem Rummenigge reden muss. Und den habe ich dann davon überzeugt, dass er hier in Farchet auflaufen sollte. Und dann ging es nur noch um den richtigen Zeitpunkt und dass es auch eine attraktive Mannschaft da ist. Dieser Verein ich habe schon mehrere Amateurvereine in der Bayernliga hier in Bayern gespielt. Und ja, bin ich hier gekommen, habe ich gemerkt, dass die Mannschaft bzw. der Verein ist sehr organisiert. Also die Niveau ist über Bayernliga hinaus. Sieht man auch die Trainingeinheiten, die Trikots, alles sauber, Kabine. Und also ich meine, der Verein an sich hat mehr Potenzial als ich. Also ich glaube, die sollen noch höher spielen, aber irgendwann mal in Zukunft vielleicht. Für Wolfratshausen bedeutet dieses Vorbereitungsspiel nicht nur ein sportliches Highlight, zweifelsohne, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Wer kann schon sagen, dass eine der besten Mannschaften der Welt bei seinem Heimatverein spielt? Es ist einfach hervorragend. Wie ist denn Ihr Tipp, wie das Spiel ausgehen? Bayern 9-1. 9-1. Für BCF, oder? Wahrscheinlich. Was ist denn das für ein Gefühl, mit den Bayern einlaufen zu dürfen? Ein gutes. Bist schon aufgeregt, oder? Ja, sehr. Und was meinst du, wie das Spiel ausgehen wird? 7-0 für die Bayern. Ich freue mich schon unwahrscheinlich auf dieses Spiel. Und wie geht's hinaus? Ja, der FC Bayern, das sind Profis, die wissen, mit Niederlagen umzugehen. Fahren Sie eine bestimmte Strategie, um den Bayern Paroli bieten zu können? Nein, also die Strategie wird so ausschauen, einfach, dass wir einfach versuchen, ein bisschen kompakt zu stehen einfach, ja, und im Umschaltspiel halt in die Offensive dann vielleicht mal einen Nadelstich setzen können, ja, aber sonst strategiemäßig ist es halt schwierig gegen einen Bundesligisten oder Champions League, in der Champions League die Top-Mannschaft ist überhaupt, deswegen werde ich den Jungs nicht viel Strategie mit auf den Weg geben.
Der BCF war heute grandios. Also vorher, ich bin bei den Zuschauern rumgegangen, die haben alle gesagt, wir zweistellig. Da habe ich schon gesagt, das glaube ich nicht. Und wenn man gegen Müller und Hummels spielt und es dann so gut wird, denke ich super ab. Und Vincenzo, muss ich natürlich sagen, grandioses Tor. In der Nachspielzeit die Dinger zu machen, ist ja ganz ein besonderes Highlight. Ich glaube, er wird sich groß einrahmen und ich glaube überhaupt, der Edmund wird sagen, 10 Minuten sind es nicht geworden. War sensationell. Nee, war ein sehr schönes Spiel, interessant, abwechslungsreich. FC Bayern hat natürlich dominiert, aber es war insgesamt ein schönes Spiel. Anfangs nervös, die ersten 5 Minuten nervös, aber das ist, glaube ich, normal, wenn Müller oder Kingsley Coman dich anläuft oder Hummels dein Gegenspieler ist. Aber ich finde eigentlich, dass wir uns relativ gut reingefunden haben, auch relativ mutig gespielt haben und ich denke mal, wir haben es nicht so schlecht gemacht. Der BCF hat sich gut geschlagen. Ja, ich fand es sehr spannend, schöne Tore gefallen. Haben auch noch ein Tor geschossen. Schafft man auch nicht immer gegen Bayern, glaube ich. Nee, es hat Spaß gemacht. Also auch die Bayern-Spieler total sympathisch. Also da gibt es nicht abgehoben oder sonst was, total nett und war eine super Erfahrung. Also wir haben uns ganz wacker geschlagen, denke ich. Ich denke, das sind hier Vollprofis, gegen die wir hier gespielt haben. Was soll man machen? Ergebnis spricht für sich. Aber wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben unser Spiel durchgezogen und ja, also wir können erfreut vom Platz gehen.